Es war mal kurz das höchste Hochhaus Europas, das Hansa-Hochhaus am Hansaring in Köln. Und es war eines der ersten Hochhäuser in Deutschland. Dann auch noch in Rekordzeit erbaut. Hat nur 15 Monate gedauert, bis es stand. Entworfen vom Architekten Jakob Körfer, der vorher beim Hochbauamt der Stadt Köln angestellt war. Dieses Jahr wird das Hansa-Hochhaus 100 Jahre alt. Und das ist doch ein perfekter Anlass, um die Geschichte dieses geschichtsträchtigen Baus noch mal zu erzählen. Das Hansa-Hochhaus, fraglos eine Sensation, ein Wahrzeichen, ein Juwel. Im 11. Stockwerk des Hochhauses sitzt die Körfer-Gruppe, die das Erbe des Architekten Jakob Körfer pflegt und verwaltet. Er war visionär, er war sehr US-affin, auch dem Hochhausbau aus USA sehr zugewandt und hat sich dann überlegt, ein Geschäftshaus und Ausstellungshaus zu bauen und wollte praktisch einen kleinen Wolkenkratzer hier in Deutschland schaffen. Und kein Zweifel, das Hansa-Hochhaus war deutlich inspiriert von den Wolkenkratzern in New York und Chicago. Als Körfer seine Pläne vorlegte, drückte Oberbürgermeister Adenauer in einem Brief sein besonderes Interesse aus und hoffte, dass Körfers Wagemut Erfolg haben werde. Der Kontakt zu Adenauer hat natürlich dazu geführt, dass hier das Grundstück, wo das Hansa-Hochhaus gebaut worden ist, damals eigentlich eine Brache und ein Kinderspielplatz, dann sehr schnell von der Stadt an Körfer übertragen wurde. Nebenbei bemerkt, ein Baugrundstück ohne großen Wert, weil es direkt an den Bahngleisen lag, tut es heute noch. Das Kölner Hochhaus wuchs nicht zuletzt durch einen, wenn auch sehr indirekten, Beistand aus Düsseldorf. Körfer hatte ja mit Adenauer gesprochen, hatte gesagt, ich möchte ein Bürohaus bauen. Dann hat der Stadtrat eine Abteilung nach Düsseldorf geschickt. Die sind dann nach Düsseldorf gefahren, haben sich das Wilhelm-Marx-Haus angesehen, was kurz vorher erst fertig geworden ist, sind zurückgekommen, haben gesagt, oh super, sowas möchten wir auch, aber es muss 2 Etagen höher werden. In Rekordzeit hochgezogen, in nur 15 Monaten, beherbergte das Hansa-Hochhaus eine Bank, einen Autosalon, einen Zigarrenladen, ein Filmtheater und war damit eine Stadt in der Stadt. Das Filmtheater, im Krieg zerstört, wurde durch ein Parkhaus ersetzt, das bis heute peinlich, ja schmerzend am schönen Bau klebt. Und dennoch bietet das Hansa-Hochhaus Anlass zu Schwärmerei. Ich finde es ein ganz großartiges Gebäude. Ich finde es aus verschiedenen Aspekten toll. Es ist ein Wahrzeichen der Stadt. Es ist aber auch architektonisch, baubildnerisch, ästhetisch wunderschön. Es ist ein Zeitzeugnis. Das ganze Ensemble atmet noch sozusagen den Geist der 20er Jahre. Aufbruch, Erneuerung, Mut. Nach dem Krieg hatten Ämter der Stadt hier ihre Büros und die Deutsch-Jüdische Bibliothek war im kleinen Wolkenkratzer untergebracht. In den 60ern zog Saturn ein und rühmte sich der größten Schallplattenschau der Welt. Heute beherbergt das Hansa-Hochhaus neben Büros unter anderem dieses schicke Hotel. Oben und unten sind noch immer durch einen Paternoster verbunden, der Christian Schild täglich auf Stockwerk 11 zu diesem Ausblick bringt. Ich gucke jeden Morgen einmal aus dem Fenster zum Dom und das erfreut mich jeden Morgen. Und das ist schon ein schönes Gefühl, hier einfach zu arbeiten. Über viele Gebäude in Köln wird gestritten. Aber das Hansa-Hochhaus ist ein allgemein umschwärmter Bau. Man hört keinerlei Klage. Weshalb? Wollen wir es einfach das Strahlen seiner Schönheit nennen?